Ich bin Tira und ich bin 28. Ich bin eine Frau, die mit einer nicht-binären Person in einer Beziehung ist. Aber vom Staat wird unsere Beziehung als gleichgeschlechtlich angeschaut. Und deswegen können wir im Moment noch nicht heiraten. Ich werde oft gefragt, ob man jetzt sich verpartnern oder heiraten kann. Ist es nicht einfach nur ein symbolischer Unterschied? Und dann sage ich jeweils, dass auch symbolische Unterschiede sehr wichtig sind. Also gerade wenn es um eine Beziehung geht, die stigmatisiert ist, wenn man die durch eine Ehe kann sozial auch aufwerten. Und dann ist es aber auch so, dass es ganz viele rechtliche Konsequenzen hat. Zugang zu einem erleichterten Einbürgerungsverfahren hat man einfach schlicht nicht, wenn man in einer eingetragenen Partnerschaft ist. Wenn es um das Thema Kind haben geht, ist es so, dass man in der Schweiz nur als Paar ein Kind adoptieren kann, wenn man verheiratet ist. Und auch ein sehr wichtiger Bereich ist Anerkennung von Elternschaft, wenn in der Beziehung ein Kind geboren wird. Wenn man verheiratet ist, dann ist es so, dass der Ehemann oder die Mutter vom Kind automatisch als Vater anerkannt wird, unabhängig davon, ob der Ehemann biologisch verwandt ist mit dem Kind. Und auch wenn ein Heteropaar nicht verheiratet ist, können sie recht einfach trotzdem das Kind auch rechtlich als Kind vom Mann anerkennen lassen. Keine von beiden Optionen haben queere Paare im Moment. Was wir stattdessen machen, eine sogenannte Stiefkindadoption durchlaufen. Und das ist ein Verfahren, das mehrere Jahre dauert, sehr teuer ist. Und das heisst, dass man in dieser Zeit einfach rechtlich null abgesichert ist. Also sowohl der zweite Elternteil als auch das Kind. Es ist aber so, dass wir die Möglichkeit haben, die Ehe zu öffnen mit der Abstimmung am 26. September. Das würde die Situation für ganz viele Regenbogenfamilien sehr verbessern und auch queere Paare ermöglichen, eine Familie zu gründen. Und zwar wäre es neu möglich, dass man als queeres Paar gemeinsam ein Kind adoptieren und das Partner oder Partner ab Geburt anerkannt würde. Was auch anders wäre, dass man neu auch Anspruch hätte auf ein vereinfachtes Einbürgerungsverfahren. So froh ich wäre, wenn das durchkommt. So schwierig ist auch der Prozess. Was recht demütigend ist, über so etwas Persönliches wie meine Beziehung oder meine Eignung als Elternteil öffentlich zur Debatte steht und einfach jede dahergelaufene sich zu dem äußern. Das macht mich richtig sauer. Das macht mich einerseits deswegen sauer, weil die empirische Datenlage so ist, dass längst erwiesen ist, dass es Kinder in queeren Beziehungen dann sicher nicht schlechter geht als bei Hetero-Eltern. Andererseits auch einfach, weil Hetero-Eltern ja auch nicht beweisen müssen, dass sie sich gut als Eltern eignen, bevor wir sie Eltern werden. Es ist einfach wahnsinnig daneben, dass das Schweizer Volk darüber abstimmen. So anstrengend und schwierig ich jetzt den ganzen Abstimmungskampf finde, ist es eine mega Chance für viele Hetero-Personen, darüber nachzudenken, was überhaupt Elternschaft ist. Wieso wir irgendwie so stark das Gefühl haben, das hat etwas mit einer biologischen Verwandtschaft zu tun. Oder ob es vielleicht nicht viel mehr Sinn macht, dass es eine Art soziale Beziehung war. Und ich habe recht Angst, dass ganz viele Leute, die irgendwie grundsätzlich total dafür sind, irgendwie das Gefühl haben, das ist schon klar, das kommt ohnehin durch und dann irgendwie vergessen abzustimmen oder so, weil es wird extrem darum gehen, wer besser mobilisieren kann.